So, hallo erstmal alle Akkuschrauber, Heimwerker und wer sonst noch Spaß daran hat, seinen alten Möbeln ein modernes Outfit zu verpassen. Ich bin der Mike und habe in den letzten Jahren immer mal dran gedacht, meine Küche neu zu gestalten, nur nicht jetzt. Aber Corona, Kurzarbeit und ganz fieses Wetter haben für mich dann doch noch den Startschuss abgegeben. Hier könnt ihr jetzt erstmal das alte Ikea-Schätzchen sehen, ungefähr 30 Jahre alt, also im besten Alter. Ja, ich und mein Holz waren früher mal voll im Trend, das Holz heute leider nicht mehr. Okay, aber fangen wir an. Erstmal alles abschrauben, auseinanderbauen und wegräumen und wie könnte es anders sein, die Decke streichen. Die Unterschränke habe ich umgebaut, das könnt ihr gleich sehen, und von den Hängeschränken konnte ich einige weglassen, weil ich den ganzen Tupperkram mal was reduziert habe. Bei den restlichen Türen und Schubladen habe ich die alte Lasur mit einem Multischleifer abgeschliffen. Dabei wird das Holz schön hell, wie man hier sehen kann. Allerdings wird es auch wieder dunkel, wenn man eine neue Lasur aufträgt, selbst wenn die farblos ist. Deshalb habe ich eine Lasur ausgesucht mit weißen Pigmenten. Die Lasur trägt man mit einem alten Küchenhandtuch, am besten aus dem Trockner auf, damit da keine Flusen dran sind. Damit geht das blitzschnell, hauchdünn und absolut gleichmäßig. Ich habe das vorher ausprobiert, mit einem Pinsel oder einem Schwamm wird das nicht halb so schön. Einen kleinen Nachteil hat es allerdings, man muss das 3-mal machen und jeweils über Nacht trocknen lassen. Bei den Türen muss ich nur die Rahmenhölzer schleifen und glasieren, weil ich da in der Mitte ein Inlay reingemacht habe. Das Inlay besteht aus einer ziemlich starren, glasähnlich glänzenden Haftfolie. Das ist also keine herkömmliche Klebefolie, sondern die lässt sich eben wieder entfernen und ermöglicht damit jederzeit ein neues Outfit. Den Fronten habe ich dann noch neue Griffe spendiert, da komme ich aber bei den Unterschränken auch nochmal drauf zurück. Die Arbeitsplatten sind neu in Betonoptik und passend dazu habe ich Klebefolie für die Sockelleisten und die Fensterbank verwendet. Jetzt kommen wir zu den praktischen Änderungen. Praktisch bedeutet für mich in erster Linie bedienerfreundlich und pflegeleicht. Denn wie wir alle wissen, passieren die meisten Unfälle bei der Hausarbeit und schwupps ist man gestolpert und hat seine eigene Bierflasche im Hirn stecken. Schon deshalb ist pflegeleicht ganz wichtig, das gilt es natürlich zu vermeiden und da fangen wir mal mit der Spüle an. Die alte Edelstahlspüle ist ausgetauscht gegen eine Spüle aus Kunststein in der Optik schwarzer Granit und muss jetzt nie wieder poliert werden. Die gab es im Set mit Armatur und so einem ausziehbaren Schlauch. Im Spritzwasserbereich habe ich eine Folie in Schieferoptik direkt auf die Kacheln geklebt, die ist aber so dick, dass man da keine Fugen sieht. Die Ecken und Anschlüsse habe ich mit Natursteinsilikon versiegelt. Ja, beim Herd ist der Spritzschutz jetzt eine Glasscheibe, wo auf der Rückseite ein Motiv drauf aufgebracht ist und das Motiv habe ich so gewählt, dass Feldschwitzer unsichtbar bleiben. Auf jeden Fall hört jetzt beim Herd und auch bei der Spüle das nervige Scheuern von den Fugen auf. Als Abdeckung für das Herdfeld habe ich einfach eine farblich passende Kunststoffplatte maßgenau zuschneiden lassen. Rechts neben dem Herd sind die Kacheln mit 3 mm Hartschaum verkleidet und jetzt auch mit einem Spruch verziert. Weiter geht's mit den Unterschränken, da sind jetzt Teleskop-Auszugkörbe eingebaut, die werden ganz einfach am Boden der Unterschränke festgeschraubt und da ist auch eine Vorrichtung dran, um später die Front zu montieren. Wenn man sich solche Teleskope einbaut, muss man natürlich die Griffe versetzen und darf dann nicht vergessen, vor dem Lasieren die alten Löcher mit Holzkit aufzufüllen. Die Scharniere werden in dem Fall jedenfalls nicht mehr gebraucht und können ausgebaut werden. Eine Schublade habe ich ausgetauscht gegen einen Ausziehtisch, den gibt es auch vormontiert zu kaufen und schraubt man einfach die Schienen der Schublade aus dem Schrank und befestigt an den gleichen Stellen den Tisch und an den Tisch die Frontblende der Schublade. Erstaunlicherweise nimmt der Tisch auch im eingefahrenen Zustand nicht mehr Platz weg als die Schublade vorher, man kann also darunter ebenfalls einen Teleskopauszug einbauen. So ein Tisch ist praktisch zum Frühstück für 2 oder als Erweiterung der Arbeitsplatte für alle möglichen Zwecke. Auf jeden Fall steht er nicht im Weg rum, wenn der Boden gewischt wird. Die Nische zwischen Ober- und Unterschränken ist jetzt mit einem schönen Vintage-Motiv ebenfalls auf 3 mm Hartschaum verkleidet. Ausschnitte für Steckdosen oder sonst was macht man in diesem Material einfach mit dem Kuttermesser. Der neue Abfalleimer ist mit einem Sensor ausgestattet, das heißt, er öffnet und schließt automatisch. Und jetzt mal nur für die Mails unter euch. Ich weiß, ihr werdet sagen, was sollen wir mit so einem Quatsch, aber seit ich das Teil hab, lassen meine Kumpels überhaupt kein Müll mehr rumliegen. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Da tut sich was, da bewegt sich was, das ist Männerspielzeug, das macht uns froh. Und wo wir schon mal beim Männerspielzeug sind, ein Tusch, Tätätsching, bumm. Jeder kennt das, Elektrogeräte wie Kaffeemaschine braucht man jeden Tag und deshalb stehen die irgendwo auf der Arbeitsplatte rum.
Man schiebt sie ständig hin und her, wenn man die Platte abwischt, und wenn man eine größere Aktion startet, wie Kekse backen, dann räumt man sie ganz woanders hin. Das Problem habe ich mit diesem Lifter gelöst. Der Lifter hat eine Fernbedienung, der stoppt oben und unten in der richtigen Position. Man muss also nicht dabei stehen bleiben und schwupps hat man aufgeräumt. So, zum Schluss seht ihr jetzt nochmal einige Ansichten vom gesamten Projekt. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat sich inspirieren lassen, seiner alten Küche auch ein neues Leben zu schenken. Fragen, wie das ein oder andere genau funktioniert hat, beantworte ich euch gerne in den Kommentaren und versorge euch auf dem Weg auch bei Interesse mit den Links zu den einzelnen Produkten, die ich verwendet habe. Ich bin absolut glücklich mit dem Ergebnis und schätze, da verziehen sich im Kölner Hahnwald die Dübel in der Wand vor Neid. Und wenn ihr auch der Auffassung seid, dass mir dieses Update gelungen ist, dann hinterlasst ein Like für Mike.